So, meine lieben Freunde, ich bin angekommen in Narita. Jetzt kann ich mal den Bus suchen. Schaut da, Narita Airport. Ich sehe, wieso tut man einen Flughafen filmen, wenn wir ankommen. Die Leute haben mal gesehen, wie es aussieht. So. Davor ist mein Bösschen, 16. Ja, halt mit dem Hotel. Hier. So. Anulu hockt im Bus. Bus gefunden. Wie ihr seht. Ich habe ganz für mich alleine. Ich hoffe, ich steige in dem richtigen Ort aus. Ich bin einfach viel zu früh. Ich kann erst um 3 Uhr einchecken. Und jetzt haben wir 10 Uhr. Ich will noch ein paar Bierchen saufen. Einfach mal noch ein bisschen Japan einweihen. Adidi. Es zieht wie Sau, wir müssen noch einen Baum anschauen. Ja. Dann hat das lustigste Hotel, das ich jemals für die Welt gesehen habe. Happy Chapel Christmas. Die haben Alltag Weihnachten. Gibt auch nicht viel, was es nicht gibt. Guck, 7 ist wieder. Gut, wäre auch sonst. Jetzt müsst ihr mal die lustige Autonummer von diesen Japanern reinziehen. Überall nur so. Da hast du nichts von 6 Zahlen mehr. Schau dir das ein willkürliches. Also. Da haben höchstens 4 Ziffern. Ich habe gemeint, so viele Leute. Wie geht das? Fressstation gefunden. Papa hat dort etwas zu essen. So. Papa hat etwas zu essen gefunden. Das erste Essen in Japan ist das Big Mac Menü. Das Big Mac Menü hat mich hier 66 gekostet. Schade ist es so billig. Und da hast du für 10 Steak gefressen. Teriyaki Burger haben wir auch noch bestellt. Das ist etwas, das ist, bekommt man nur in Japan. Da sieht der so aus. Es sieht aus wie das Fleisch eingelegt wäre. So eine Art Marinade. Also, mal probieren. Da habe ich nicht mal gewartet, bis ich aufgegessen habe. Also, der Teriyaki-Burger. Das ist auch das Geilste, was ich jemals im Mac gefressen habe. Der ist verdammt fein. Verdammt geile Sauce. Im Fleisch bin ich mir nicht mal sicher, was es ist. Keine Ahnung. Ja, aber so etwas von geil. Verdammt geil. Ich habe meinen Burger gefunden. So, man hört jeder in der Schweiz, der das Gefühl hat, er hat eine kleine Wohnung. Hat er das da? Da wohnen 8 Nasen. Respektive, es sind 8 Wohnungen. Jedem Fenster eine Wohnung. Oh, ein bisschen japanische Architektur. Tempo in Narita.
Ja, ich laufe mal ein bisschen und lasse die Kamera laufen. Eingangsbereich. Einen Wischen. Überall sind im Wischen. Sauberkeit ist schon gross geschrieben hier. Also das sollte ein Schwert darstellen. Stegen, stegen, stegen. Ah, die andere Stege tritt als mir hier. Drehen auf einem Säckchen. Überall Steine. So. Spirituelle Reinigung. So, jetzt wird die ganze Tempoanlage noch gefilmt von oben, dass ihr das mal seht, die Ausmaße. Also, das ist wie eine kleine Stadt, das ist der Eingang. Ja, mit zwei schönen Bildern. Ja. Überall an den Steinen hat es Schriftzeichen. Zu jedem einzelnen setze ich Stein auf der Seite, also da kann ich her schauen, wo ich will. Es hat überall eine Geschichte. Ja? Wenn man jetzt hier mal drüber schaut, ist es ein bisschen Souvenir-Eckchen und so Souvenirshops. So, beim Bahnhof, im Flughafen. Also da kannst du her schauen, was du stehst. Nichts, irgendwie dreckig, gar nichts. Kaum sind die Züge eingefahren, sagen sie, du darfst nicht einsteigen. Es hat eine riesen Putz-Equipe durch und putzt alles. Du abschließen und alles, das wäre dann mein Flug, mein Zug. Das ist krass. Mit dem Passtausch hat alles super funktioniert. Ich hoffe, der Rest klappt auch noch so gut. Mit dem Railpass kann man sogar Sitze reservieren, ist gratis. Fantastisch. Beim Umsteigen komme ich auch nicht dazu, aber melde mich, wenn ich ankomme. The conductor's room is in car number 10. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. Thank you. Ein bisschen Grünfläche. Das ist also schon krass, also da könnte ich noch eine Viertelstunde lang rausfilmen. Es sieht immer gleich aus. Haus für Haus für Haus für Haus. Ich habe zwar New York gesehen, aber
Ja, das ist Scheiß. Gegen hier. Das ist krass. Ja, zeig noch ein bisschen, dann stelle ich wieder ab. Математика, они вырезают все корочки специальные. У них даже есть такие аппараты, продают пустяки. Все они продают для обрезания корок и распечатания компьютера. То есть там ты присовываешь, знаешь, как раз вот по этому команду слова берем, распечатывается, есть такие, которые ходят рисовать, печатаешь. Вот, поэтому у них посадочек. Ich habe gemeint, das Bern sei Gesang. So, ich bin jetzt in Hiroshima angekommen. Zum Glück habe ich gerade einen McDonald's gefunden, weil wir gerade 2 Teriyaki-Burger holen. Ich zeige noch Nord in den Bahnhof. So, gut. So, ich habe das Hostel gefunden. Ein paar 8 Nasen, die da drinnen pennen, ist aber nur ein Bett nicht besetzt. Jetzt sicher eine laute Nacht und stinkige. Aber ist mir gleich. Da in der Umgebung ist noch nicht viel. Nicht der Zettel noch. Gehen wir mal ein bisschen schauen. Ah, jetzt habe ich mal ein Büssi verwutscht. Sehr, sehr manche Katzen hier auf der Straße leben. Keine Ahnung. So, vielleicht kann das für euch jemand erklären. Schaut, das ist ein kleiner Parkplatz. Hier oben ist ein Auto. Und da oben ist ein Auto. Aber wie zum Geier kommt das Auto da drauf? Also, es hat keinen Lift und nichts. Da oben steht einfach ein Auto. Glockenton. So, bin jetzt in Hiroshima unterwegs. Wir haben dann noch ein letztes Überbleibsel von der Atombombe. Da seht ihr mal, wie das doch ein bisschen ausgesehen hat, nachdem es gerebelt hat.
Ja, ist auch cool. In einem Laden gesehen, habe ich eigentlich da hier so kalten Kaffee wollen, wie man es von uns kennt. Aber der Keib ist warm. Hure geil. Warmer Kaffeeshot. Ja, ist eine coole Idee.